begrüße euch ganz herzlich bei der News-Sendung Panorama, moderiert heute aus Gerzensee. Diese Themen haben wir für euch. Spiez wird immer wie beliebter bei Touristen. Das führt auch zu Problemen. Und Interlaken ist offenbar beliebt bei internationalen Grosskonzernen, die reiben sich die Hände. Spiez ist beliebt, vor allem bei Feriengästen. Immer mehr von ihnen sind in der Gemeinde am Thunersee unterwegs. Letztes Jahr hat man sogar einen historischen Rekord aufgestellt. Rund 198'000 Logiernächte sind verzeichnet worden. Die einen freut es, die anderen weniger. Beschwerden aus der Bevölkerung die nehmen offenbar zu. Dass sich da ein Problem zusammenbrauen, das sieht die Gemeindepräsidentin Jolanda Brunner. Also man merkt ganz eindeutig, dass der Tourismus zugenommen hat, sei es Kurzzeitvermietungen, sei es bei den Hotelgästen oder Tagesgästen. Und man nimmt wahr, dass Touristen präsent sind unter dem ganzen Jahr. Reibungen gibt es in dem, dass private Parkplätze verstellt sind, dass die Leute Wohnungen suchen und nicht finden und irgendwo Leute, dass sie auf private Sitzplätze gehen, dass sie den ÖV brauchen zu Zeiten, wo die Bevölkerung arbeiten oder in die Schule geht. Also es gibt schon diverse Reibungspunkte einfach im Alltag. Wir werden alle Ferienwohnungsbesitzer anschreiben, also all die Wohnungen haben, die nicht durchvermietet sind, werden sie anschreiben und sagen, schreibt doch eure Wohnungen an, seid 24 Stunden verfügbar, dass wir euch Fragen stellen, schreibt eure Parkplätze an. Die Spiez Marketing AG macht gewisse Leitfäden, damit die Gäste nachher auch sensibilisiert werden für die Regeln, die hier bei uns gelten. Setzt man dann weiterhin auf freie Marktwirtschaft oder plant man dort bei Kurzzeitvermietung auch einzugreifen? Wir prüfen es. Wir prüfen im Moment eine Planungszone. Wir schauen auch, ob wir im Baureglement irgendwelche Vorkehrungen werden treffen mit einer Mindestaufenthaltsdauer und so weiter. Aber da sind wir im Moment dran. Der Zug einfach hier auf unsere Flächen, die wir persönlich oder hier als Bevölkerung als Naherholungsgebiet brauchen, die sind irgendwie mehr bevölkert, da kommen irgendwie mehr Leute her. Und das schneidet die Bevölkerung in ihrem Alltagsleben im Sommer extrem ein. Und von dort her werden wir hinschauen und schauen, wie können wir dem begegnen. Von Spiez geht es jetzt weiter auf Interlaken. Und dort ist gerade erst eine Filiale eröffnet worden von der grössten Kaffeekette der Welt, Starbucks. Nachdem sie in Zürich und auch in Basel mussten zutun, haben sie jetzt eben eine Filiale auf dem Bödeli aufgetan. Aber nicht nur sie, auch andere internationale Grosskonzerne sehen dort Potenzial. Die einheimische Bevölkerung die redet teilweise von einer Veramerikanisierung und hat Angst um die Identität. Wir reden mit einem lokalen Wirtschaftsverband über die Entwicklung. Man muss natürlich wissen, das ist eine globale Entwicklung. Wo immer wir herreisen, haben wir das Gefühl, wir sehen immer die gleichen Marken. Und wir beobachten das natürlich auch, vor allem auch die Veränderung von inhabergeführten Geschäften zunehmend zu Filialen von Grosskonzernen, die die Zusammenarbeit zum Beispiel beim Detailhandel erschwert. Grundsätzlich ist es so, dass wenn Starbucks ein Geschäft eröffnet, und das ist schön, dann begrüßen wir das, dass sich ein Ort dort so schön präsentiert. Ist halt auch das, was die Leute hier konsumieren. Es sind vielleicht nicht nur Gäste, vielleicht sind auch die Einheimischen, die eben diese Sachen kaufen und konsumieren. Und schlussendlich ist das Angebot der Spiegel von dem, wie wir uns so verhalten. Und wenn wir halt vielleicht auch das Einheimische unterstützen und das konsumieren und dort einkaufen, dann sehen wir vielleicht in Zukunft auch wieder ein bisschen mehr einheimische Sachen. Im Großen und Ganzen ist es der Markt. Wir können nicht eingreifen. Wenn ein Grosskonzern nach Interlaken kommt, ist das ein Lob für unsere Region, dass sie das Potenzial sehen. Aber wir wünschen uns auch, dass halt vermehrt auch wieder Einheimische sagen, wir tun uns vielleicht zusammen, wir machen ein Geschäft auf mit regionalen Spezialitäten. Und das ist ja genau das, was eigentlich ein Besucher auch sucht, das Authentische von der Region. Und da wünschen wir uns vielleicht noch ein bisschen mehr wieder Unternehmergeist, auch ein bisschen Mut und auch ein bisschen Zuversicht, auch wenn es drumherum gerade ein bisschen unruhig ist, dass man sich etwas getraut und etwas macht. Weil all die grossen Innovationen der Region, das hat auch mal mutige Leute gebraucht. Und dort hat es vielleicht Gründe dagegen und sie haben es trotzdem gemacht. Und ich hoffe, dass das vielleicht auch in Zukunft wieder ein bisschen mehr greift.
Ja, nach Interlaken schauen wir jetzt noch an den Himmel rauf. Oder besser gesagt, wir schauen auf das Wetter. Wie das genau aussieht über das Wochenende, das können euch unsere Experten sagen von Meteo News. Und mehr Spannendes findet ihr auch auf unserer Webseite plattformj.ch. Das war es für heute. Schön, habt ihr reingeschaut. Macht's gut. Ganz herzlich willkommen zum aktuellen Plattform J-Wetter für den Kanton Bern. Heute haben wir nach diesen teils wechselhaften Tagen mal wieder einen Tag dabei gehabt, wo sich wettertechnisch ein bisschen ruhiger gestaltet hat. Niederschlag haben wir allerhöchstens lokal im Oberland gehabt. Morgen am Samstag nähert sich dann schon die nächste Störung, die dann vor allem in der Nacht auf den Sonntag über dem Alpenraum liegt. Jetzt in der kommenden Nacht auf den Samstag, da verschwinden die Wolken mehr und mehr. Es klart auf und die Temperaturen die sacken so richtig in den Keller. Schon in der ersten Nachthälfte wird es dann zunehmend frostig werden. Der Samstag fängt dann knackig kalt an, mit Temperaturen deutlich unter dem Gefrierpunkt. Es ist aber zuerst noch recht sonnig. Dann ziehen aber aus dem Westen her im Vorfeld eben von dieser Störung schon wieder mehr Wolken rein. Am Nachmittag ist es dann meist stark bewölkt. Die Sonne schimmert vielleicht am Mittagszeit nur noch leicht durch und es kommt dann im Laufe des Nachmittags zu den ersten Niederschlägen. Die Schneefallgrenze die liegt auf etwa 600 bis 700 Meter, kommt dann im Laufe dann aber vom Nachmittag immer wie weiter oben runter. So gibt es dann auch bald mal wieder einen Übergang zu Schneeregen und dann auch zu Schnee. Sonst erreichen Temperaturen am Nachmittag Höchstwert von rund etwa 5 Grad. Am Sonntag haben wir dann zuerst noch viele Wolken, vor allem im Oberland dann auch noch ein paar Schnee- und Schneeregenschauer. Tagsüber gibt es dann eine Wetterberuhigung. Am Nachmittag haben wir es dann zwischen 5 und 6 Grad. Am Montag und dann auch am Dienstag haben wir dann weiterhin viele Wolken. Immer wieder auch ein paar Niederschläge. Die Schneefallgrenze die liegt am Montag so auf etwa 800 Meter. Am Dienstag dann auf nur etwa 500 Meter. Temperaturen so um die 6 bis 7 Grad. Auch im weiteren Verlauf der Karwoche haben wir es tendenziell unbeständig mit für die Jahreszeit unterdurchschnittlichen Temperaturen. Soviel zum aktuellen Wetter. Ich wünsche Ihnen noch ein ganz schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ade miteinander.